Wert Ehregächt, die Weltrenner Familien, die Damen und die Herren, Lützbauer Armee als Hofregiert für die Promesse von der 31. Rekruteparty bei Herrenbiersch begrüßen zu können. Bedingt durch die nötigen sanitären Mesuren und Restriktionen gegen die Covid-19 als diese Zeremonie auf ein striktes Minimum, was die Präsenz von Partizipanten angeht, reduziert geht. Für aber den Interessenten am Lützeburger Land, besonders den Älteren und Familien von den Rekruten von der 31. Session, es zu ermöglichen, dabei zu sein, geht diese Zeremonie per Livestream übertragen.
Den Kommandant Kompanie empfängt de General Steve Tull, Chef d'État-Major vun der Armee. Ze summen mam Colonel Yves Kalmes, Kommandant des Forces ginn sie de Fendel Gräse.
Den Kommandantkompanie empfängt den Herr François Bauch, Vize-Premierminister und Minister von der Défense. Zusammen am General Steve Tull, Chef d'État-Major von der Armee und dem Colonel Yves Kalmes, Kommandant des Forces, geht hier die Fendelgräßen an der Front von den Truppen. Musik, garde à vous! Portez! Reposez! En place! Hoch! Herr Minister, die Letzteburger Armee als Hofregiert für die Promesse von der 31. Rekrutenpartie hier Centre Militär begrüßen zu können. Nur der Promesse gehen Preise und die Soldaten überreicht, die sich während der Instruktion der Base der IB am besten klassiert tun. Dennoch gehen auch Letzteburger Militär für ihren Einsatz an einer Friedensmission am Ausland ausgezeichnet. Das sind die Membres von den Kontingenten, die am Mali am Einsatz waren, an den Missionen und der EUTM an der MINUSMA teilgenommen haben. Geehrt gehen auch Partizipanten, die am Kader von der NATO an verschiedenen EFP-Kontingenten an Litauen waren. Des Weiteren kriegt der mütterliche Pilot von der Armee, die während verschiedener Missionen an operationellen Zonen engagiert war, als Anerkennung für seinen Einsatz Medaille de Reconnaissance Nationale überreicht. Truppen sind kommandiert vom Kapitän Patrick Spielmann. Militärmusik steht unter der Leitung vom Adjutant-Major Marc Desorbet. Der Fendel von der Armee wird gedroht vom Leutnant Enzo De Paoli. Wir hören den Durchspruch vom Colonel Yves Kalmes, Kommandant des Forces. Herr Vice-Premierminister von der Défense, Herr General Chef d'État-Major von der Armee, Herr Aumônier General von der Force Publique, liebe Inviteren und Membres von der Armee. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Centre Militär bei Gelegenheit von der Vereidigung von der Rekruten von der 31. Session an der Überreichung von Medaillen am Kader von unseren Missionen. Darüber hinaus will ich am Namen von der ganzen Armee euch alle ein glückliches Jahr 2021 wünschen.
Rekruten. Genauso wie die Promesse von der 36. und 37. Session findet die heutige Promesse in einer speziellen Umstand statt, sind wir doch noch immer dem Covid-19-Virus ausgesetzt. Aus dem Grund ist die Zeremonie auf das wesentlich begrenzt, und leider können Familien und Freunde heute nicht hier an der Kaserne dabei sein. Wir für besonders hinnen und noch anderen Interessenten es aber zu ermöglichen, aus der fairen diesen ehrenwichtigen Tag können mitzuerleben, geht die Zeremonie per Livestream überdrohen. Weil wir aus verständlichen Gründen auch keine Rezeption noch ihrer Promesse können aufhalten, kriegt jeder von euch von der 38. Session, genauso wie die Rezipiendäre von den Medaillen, nach dieser Zeremonie ein personalisiertes Cadeau, für das dir an sie mit den Familien daheim und am Respekt für die Corona-Mesuren auf den friedlichen Moment von ihrem Versprechen respektive ihrer Auszeichnung ausstoßen könnt. Die speziellen Umstände machen doch, dass die Kordel von der Lützburger Armee schon eine Lorbeerschillerin droht und nicht wie sonst einzeln angehängt kriegt. Rekruten. Für ihr Rekruten von der 31. Session als heute den offiziellen Aufschluss von der Grundausbildung, die den 7. September angefangen hat. Für euch war die Zeit für große Umstellung an harter Arbeit. Wenn dir Haut hier steht, als das der Beweis, dass ihr gut geschafft habt und dass ihr alle gute Konditionen erfüllt, für eine Familie von der Lützburger Armee abgeholt zu gehen. Auch will ich die Kader hier aufheben, die ohne Zweifel zu dem Erfolg, besonders an einem Covid-19-Umfeld beigetragen haben. Für uns vielfältige Missionen auf nationalen und internationalen Plan können zu erfüllen, brauchen wir genug und gut ausgebildete Soldaten, so wie ich, die heute hier am Mittelpunkt sind. Aus diesem Kontingent von Soldaten melden sich justement diejenigen an, die bereit sind, mit ihrem Einsatz Land an den internationalen Operationen zu repräsentieren. Rekruten von der 31. Session. Durch das Versprechen, das ihr Haut auflädt, engagiert ihr euch als dem Staatschef, dem Grand Duc Henri, als dem Staat an der Armee, 13 Dinge am Mat zu schaffen zum Wohl von uns allen. Für Missionen am Ende vom Land erfüllen zu können, als von ihrer Seite dem Code de Conduite entsprechend Flexibilität und Disponibilität gefordert. Kordel von der Lützburger Armee, die dir schon droht, als das äußerlich Zeichen, dass ihr vollwertig Member von dieser Institution seid. Ich felicitiere euch alle gut dazu. Seid euch aber bewusst, dass diese Etappe nur einen ersten Schritt für euch durchstellt, an dem kompletten Ausbildungszyklus, den die Armee ermöglicht. Das ist ein Zyklus, den aus einer militärischen Instruktion besteht, und später komplettiert wird durch Rekonversion, also eine schulische und professionelle Education respektive Formation, wird während den nächsten Jahren ein persönliches Engagement fördern. Dazu wird ihr dann auch wichtig Sozialkompetenzen entwickeln, die heute leider nicht mehr so selbstverständlich an der Gesellschaft vermittelt gehen. Rekruten, ihr könnt stolz sein auf euren Aufschluss an neuen Anfang an der Lützburger Armee. Aber weil heute Ehrentag ist, wo ihr anschließend nach dieser Zeremonie frei, erkönnt, höflich und mit Respekt an Uniform Kaser verlosen. Liebe Eltern und Freunde von der 31. Session, die über Livestream bei dieser Promesse solennell dabei sind. Ich so nicht besonders merci für die Unterstützung, die dir als jüngste Member die letzten Monate zukommen gelassen hat. Und ich gebe euch bitten, das Jungkleid auf ihrem Weg zusammen mit uns weiterhin an Zukunft zu begleiten. Meine herzliche Felicitationen gehen auch an die Member von der Lützburger Armee, die heute eine Medaille überreicht kriegen. Mit dem Erfüllen von ihren Missionen haben sie nicht nur militärische Professionalität bewiesen, sondern auch Lützeburg ehrenhaft vertreten an allen Situationen. Ich sage Ihnen merci für das, was Sie an den jeweiligen Missionen geleistet haben, an unterstreichen Verständnis von den Partner, Eltern und Freunden, die Sie von hier aus unterstützt haben und geduldig auf sie gewartet haben. Ich sage nicht merci.
Die Rekruten legen gleich ihr feierlichst Versprechen auf. Sie versprechen, drei der Kronen an dem Wandel zu dingen, Konstitution, Gesetze und Militärreglementer zu respektieren. Musik, garde à vous! Musique, ouvrez le banc. Je promets fidélité aux conduites et au drapeau. Obéissance à la Constitution. Aux lois de l'État et aux règlements militaires. Musique, fermez le banc. Entrez dans les rangs. Reposez. En place. Wir hören den Durchspruch von Herrn François Bausch, Vizepremierminister, Minister von der Défense. Herr General, Herr Kommandant von den Forzen, liebe Membre von der Armee, liebe Inviten, die Damen und die Herren, die diese Zeremonie über den Livestream suivieren, erlaubt mir auch von meiner Seite aus für dich, ihr und eure Familien all Gutes am neuen Jahr zu wünschen. Ich wünsche euch viel Frieden und Erfolg, und vor allem eng solid Gesundheit, an der Hoffnung, dass 2021 das Jahr wird gehen, wo wir die Covid-Pandemie definitiv an den Griff kriegen werden. Ich meine, wir sind alle Guten froh, wenn wir das am Jahr 2021 fertig bringen. Ich freue mich, bei dieser 31. Promesse solennelle können dabei zu sein, obwohl die Zeremonie von Haut wegen der Restriktionen am Kader von der Covid-Pandemie leider an einer ganz reduzierter Form wird stattfinden. Allerdings will ich euch felicitieren, dass ihr es ähnlich wie schon bei ihrer Fête de fin d'année für ein paar Wochen fertig gebracht habt, für diese Verteidigungszeremonie via Livestream im Internet zu übertragen. Das ermöglicht es nicht nur den Familien und den Freunden von den Soldaten, die heute veredigt gesehen, virtuell an dieser Zeremonie dabei zu sein, mir auch
anderen Armeesmemberen hier zu Lützeburg an auch am Ausland. Liebe Soldaten und Soldaten, diese Verteidigungszeremonie ist ein wichtiger Moment am Leben von einem Militär. No 4 Monate anstrengende Grundausbildung als heute Tag, wo dir offiziell Member von der Armee geht. Während den letzten 4 Monaten zu dir viele Herausforderungen müssen stellen, sowohl physisch, wie auch mental. Das ist sicherlich nicht immer einfach, aber viele von ihr sind ganz sicher auch an ihre Grenze kommen. 42 von ihr, davon 2 Frauen, haben aber durchgehalten und darüber können die hilfreich sein. Neben den normalen Herausforderungen von der Grundausbildung haben die, wie auch Ihre Kollegen von den 2 vierigsten Promotionen müssen mit den Covid-Restriktionen leben, was nicht immer einfach ist. Aber trotz diesen speziellen und nicht immer einfachen Umständen haben die den Job gegeben und die könnt heute veredigt gehen. Am Namen von der Regierung und auch vor allem an meinem persönlichen Namen will ich euch dafür ganz herzlich felicitieren. Mit dem Versprechen, das heute auflädt, geht ein neues Kapitel an ihrem Berufsleben an. Ich wünsche euch alle Gute für viel Erfolg. Ich will auch von hier aus ihre Familien, ihre Freunde vielmals merci sagen, hier Unterstützung als gerade an den schweren Anfangsmoment immens wichtig, für das auch durchhält. Lust mich dann auch nach merci aussprechen für unsere Instruktoren, die ich die letzten Monate begleitet haben, an die ich bereit gemacht habe für nächste Etappen am Dienst von der Lützeburger Armee. Herr General, die Damen und die Herren, Lützeburger Armee wurde dann in den letzten Monaten dem Land an den Leuten einen ganz großen Dienst erwiesen, und ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Ausbrüche von dieser schrecklichen Covid-Pandemie konnten an Grenzen halten. Die hat seit dem Anfang von der Pandemie auf enorm viele Plätze geholfen und so all darum bewiesen, dass der Birch verlos ist. Dafür, wie gesagt, einen ganz, ganz großen Merci. Die wäre doch bei der Unterstützung von unserer Impfstrategie eine wichtige Hand mal packen und so dazu beitragen, dass wir am Laufe von den nächsten Monaten hoffentlich mehr Normalität können kreieren. Neben diesen nationalen Aufgaben als Lützeburger Armee, aber auch mehr internationalen Plan an den Einsatz kommen. Da ist es wichtig, dass wir weiterhin die nötigen Leute können rekrutieren, für den internationalen Aufgaben können nachzugehen. An dem Kontext bin ich auch froh, dass wir nach einer Covid-bedingten Pause gut beim Ausschaffen von neuen Armeesgesetz gekommen sind und dass wir auf der letzten Linie dort sind. Ich rechne damit, dass wir den Gesetzesprojekt am März, also 4. Ostervakanz, an den Regierungsrat können gehen und an der Chambre dann deposieren. Wir werden in den kommenden Jahren auch viel an die Modernisation von den Infrastrukturen von unserer Armee investieren, für all bessere Formations- und Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das betrifft nicht nur das Centre Militär hier um Herebisch, aber auch den Schießstand am Blästal und auch Munitionslager Waldhaff. Herr General, die Damen und die Herren, am Kader von dieser Zeremonie gehen heute auch die Militär ausgezeichnet, die rezent an Auslandsmissionen von der Lützeburger Armee teilgenommen haben. Mit der Medaille, die jeder von euch überreicht kriegt, so mir ein großes Merci für Ihren exemplarischen Einsatz. Ich kann all als neue Soldaten und Soldatinnen nimmen encouragieren, sich ein Beispiel und dem Engagement zu holen. An dem Kontext ist zu bemerken, dass seit dem letzten Jahr die Auslandseinsätze von der Lützeburger Armee ein Rekordniveau erreicht haben. Am Kader von der NATO hat die Armee hier bestehende Partizipation von der Resolute Support Mission am Afghanistan an den Enhanced Force Presence Missionen in Litauen weitergeführt. Daneben und zusätzlich zu all den Erfahrungen am Kader von der Bekämpfung von der Covid-Pandemie heim
hunn letztes Jahr 2 neue Auslandsersätze angefangen. Nach vielen Jahren Absenz sind wir seit dem Februar an einer UNO-Mission beteiligt, und zwar an der MINUSMA, der UNO-Mission am Mali, wo unter anderem als Satellitentechnik zum Einsatz kommt, und mit der UNO ein gesichertes Kommunikationsnetz zwischen 2 verschiedenen Militärbasen an dem Quartier General gratis zur Verfügung stellen. Seit dem letzten November ist dann auch ein drohnegestützte Peloton von 20 Leuten am Mali deployiert, für die Sicherheit von der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali zu assurieren und so mit dazu beizutragen, dass Soldaten aus der malischen Armee besser auf ihr Einsatz gegen Terrorismus vorbereitet können gehen. Alles an allem kommen wir auf ein Total von 21 Membern von der Lützeburger Armee, die momentan an der EU, an der UNO oder an der NATO an Missionen engagiert sind. So viel hatten wir da seit der KFOR-Missionen am Kosovo nicht mehr. Gerade der Covid-Zeiten, wo ihren Einsatz auch daheim viel gefroht ist das ein ganz besonderer Exploit, für den ich euch vom ganzen Herzen merci sagen. An der Hoffnung, dass wir auch dieses Jahr all zusammen der Gesellschaft weiterhin den effizienten Dienst leisten und zu mehr Frieden in der Welt können beitragen, freue ich mich weiterhin auf ein flott und erfolgreich Zusammenarbeit mit euch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe dann, dass wir auch an den nächsten Monaten also mehr normal physisch können gesehen und dafür soll ich euch schon für Ihren Einsatz danken. Ganz großen Merci. Lo kommen wir zur Überreichung von der Preiser und den Soldaten, die sich während der IB 38 am besten klassiert haben. Meriton! Weg! Oh! Sortez-les-moi! Den Herr François Bauch, Minister von der Défense, überreicht den Preis für den ersten Klassierten und den Soldat Nicolas Leroy. General Steve Tull, Chef d'État-Major von der Armee, überreicht den Preis für den zweiten Klassierten und den Soldat Gregor Payet. Vous dérangez les câbles. Den Colonel Yves Kalmes, Kommandant des Forces, überreicht den Preis für den dritten Klassierten und den Soldat Marco del Brassin. Den Adjutant-Major Bredimus, Adjutant de Corps des Forces, überreicht den Preis für die Besten am Schießen und den Soldat Marco del Brassin. Den Kapitän Spielmann, Kommandantkompanie von der CI, überreicht den Preis für die Besten am Sport und den Soldat Gregor Payet. Les méritants, entrez dans les rangs. Montez vos rangs. Marche!
Lo kommen wir zur Überreichung von den nationalen Dekorationen und Partizipanten von den verschiedenen Missionen. Musik, Garde. Musique, ouvrez le banc. Par arrêté grand-ducal, Son Altesse Royale le Grand-Duc a trouvé bon et entendu de conférer la médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger aux militaires ci-après ayant participé à une mission de maintien de la paix au Mali et en Lituanie. Le colonel Alain Schöben. Le caporal-chef Tiziano Brunamonti. Le premier sergent Paul Cowton. Le sergent Lucas Poirot. Le premier soldat-chef Erkuran Elchan. Le premier soldat-chef Dani Docarmo. Le premier soldat-chef Daniel Dos Santos. Par arrêté grand-ducal, Son Altesse Royale le Grand-Duc a trouvé bon et entendu de conférer la médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger aux militaires ci-après ayant participé à plusieurs missions de soutien en tant qu'officier pilote. Le capitaine Gilles Van Dijk. Par arrêté grand-ducal, Son Altesse Royale le Grand-Duc a trouvé bon et entendu de conférer la barrette pour 2 participations en une mission à l'étranger aux militaires ci-après ayant participé à une mission au Mali.
Premier sergent Alexandre Schlesser. Par arrêté Grand-Ducal, Son Altesse Royale Grand-Duc a trouvé bon et entendu de conférer la barrette pour 3 participations à une mission à l'étranger, aux militaires ci-après ayant participé à une mission au Mali. Premier sergent Stéphane Dubois. Par arrêté Grand-Ducal, Son Altesse Royale Grand-Duc a trouvé bon et entendu de conférer la barrette pour 4 participations à une mission à l'étranger aux militaires ci-après ayant participé à une mission de maintien de la paix en Lituanie. Sergent-chef Théo Boune. Musique, fermez le bon. Militärmusik spielt de Lot National hin. Sie gëtt gesungen vun der Militärmusikerin dem Sergeantchef Stephanie Schlink. Musique, garde à vous.
Den Wendel verlest die Lot Kompanie d'Honneur enkadréiert vun Sänger Escort. Musik, Garde à vous. Portez. Présentez. Repos, sortez-les. Portez. Reposez. En place. Den Kommandant Kompanie meldet der Truppen beim Herr François Bausch, Vizepremierminister, Minister von der Défense, auf. Die Spielmann aber so der Minister, ich meine, der Struppe.